Endlich sind wir hier angelangt, Freunde, hier in Skellige bei The Witcher 3 Wild Hunt. Im letzten Part haben wir nicht nur König Brams letzten Ruhestätte begleitet, plus irgendwie noch ein junges Mädchen, das irgendwie auch abgefackelt wurde, keine Ahnung wieso. Sondern wir haben auch noch Yennefer getroffen und ja, ich muss sagen, sie und Triss haben einiges gemeinsam und es ist vor allem klar, dass Geralt sich gerne etwas von Frauen sagen lässt, von dem her, Naja, wir haben jetzt etwas vor uns, zwar den ersten Teil nächsten Quest bezüglich halt, begib dich in Yennefers Gefecht, in Jens Gemächer und kleid dich formell. Hatten wir auch bei Triss auch schon und ich denke mal, es ist allen klar, worauf das hinauslaufen könnte. Deswegen kann durchaus sein, dass der Part bereits eine plus 18 Freigabe hat, vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Zumindest noch nicht. Achso. Kann ich so ein bisschen. Was? Alles klar, Kumpel. Scheinbar nicht. Das muss Jens Zimmer sein. Sie hatte es immer schon gern geräumig und luxuriös. Alter! Kann wohl nicht wahr sein, also die einzige ist die hier so. Alter Schwede, gut. Wenn wir schon mal hier ein Lager haben, ich denke mal, ewiges Verhexerrüsten ist ziemlich teuer, gebt ihr mal ab. Auch zum Verkaufen halt, oder ist eben noch cool. 3% Chance auf Bluten, alter Schwede. Ja, auf die Schwerter halt und Alter, kann die teuer verkaufen. Lecco mio. Den Kronen eingetauscht werden, die natürlich auch, war. Lass die auch mal auch hier in der Bank. Den Rest können wir eigentlich behalten. Das stimmt soweit. Jo, ist cool. Geralt, ja, du kannst nach vielleicht was anderes hier besteigen, aber jetzt nicht so. Oh Mann, ey. Yen und Geralt, wa? Ja, du, ich bin gespannt. Vor allem, weil man Yen ja eigentlich so in früheren The Witcher-Teilen nie gesehen und gespielt hat. Schon erwähnt, ich bin jetzt dabei, nach The Witcher 2 zu zocken. Auch dort sieht man von dem her nichts. Die vergiftete Quelle von Tissaia de Vries inspiriert sie noch immer. Oh Mann, ey. Ja, das zum einen. Was ist eigentlich damit? Ihr Megaskop. Ohne geht sie wohl nirgends hin. Wie sagte Philippa Eilhart, Megaskope und Zahnbürsten sind höchst private Dinge. Okay. Und scheinbar in The Witcher 1 hat sie noch gar keinen Auftritt, nach The Witcher 2 gab es irgendwie nur eine kurze Rückblende, also sprich hier, The Witcher 3 ist wohl das erste Mal wirklich dabei, verrückterweise. Oh Gott, ey, wie muss das wohl aussehen? Tunika, Nee, aber es ist nicht in Blau, oder wahnsinnig so. Was sind die Schuhe halt noch? Pantoffeln, naja. Hose von Skellige. Ist das wirklich besser sein oder was? Zwei Rüstungen, Legen wir den mal ab, wa? So, noch mehr ablegen geht es aber wirklich nicht. Das besser aus. Immerhin hat sie uns eine freie Wahl gelassen, was wir wirklich anziehen wollen. Ne, lassen wir das. Ja, oh mein Gott, ey. Also, immer will ich das nicht tragen. Aber was tut man nicht für seine... Was ist Yennefer eigentlich für mich? Gute Frage, vor allem wegen Triss noch, oder? Also, ich weiß nicht, vielleicht wenn ich jetzt die Quest mit Triss nicht gemacht hätte, würde er jetzt von sagen, seine Geliebte oder was auch immer. Jetzt sagt er sich halt, was ist eigentlich für mich, weil Triss ist ja meine Freundin. Wir halten zusammen, alles wird gut. Also Friseur gehört jetzt aber nicht mehr.
Gehe ich den falschen Weg oder wie? Ja, irgendwie schon. Mann, oh Mann, du. So, gleich sind wir da. Wow, was ein Wind, ey. Und nicht gegen die Schwarzen. Mach keinen Ärger, sonst kriegst du es mit mir zu tun. Hä? Warum denn jetzt? Toll, dieses Schwert. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Ich hab dich im Blick. Hä? Fahren wir das Spiel jetzt, oder wie? Sagen Sie dann einen komplett anderen Weg an? Na gut, ihr vertraut dem Spiel mal. Hey da, Hexer. Du suchst nicht zufällig Arbeit? Nö, momentan nicht, aber danke für dieses Angebot. Ich ziehe meine gute alte Axt vor. Hoffentlich hat sie ja keine Viecher. Wird gerade ein bisschen unpraktisch. Okay, spielt wie immer recht. Hey da! Komm und sieh dich um! Hallo! Servus. Zeig mir deine... Was hat denn so? Was soll ich direkt mal alles wieder verscherbeln? Nee. Was anderes gucken. Das haben wir schon weggelegt, ja. Was hatten ja sonst so? Noch 200. Die Flaschen haben wir schon alle verkauft, war ich mich richtig erinnere. Ja, sind alle schon weg. Gut. Wiedersehen. Hasta la vista, Baby. Hey. Sieht doch eigentlich ganz schick aus. Naja, mehr oder weniger zumindest. Was dort hoch muss ich, alter Schwede. Ja, da geht schon der halbe Part dafür drauf, bis man da oben bin. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, Kira kann langsam nicht mehr, aber verstehe es gut. Jetzt haben wir es langsam mal geschafft, meine Fresse. Bran war ein großer Herrscher. Er verdient einen würdigen Nachfolger. Du hörst dich an, als hättest du schon jemanden im Auge. Dass Skellige keine Erbmonarchie besitzt, ist das größte Problem. Jeder Emporkömmling kann zum König gekrönt werden und das Vermächtnis seines Vorgängers zerstören. Der König der Inseln hat eher symbolischen Charakter. Und auch das sollte sich ändern. Wir brauchen heute einen starken Herrscher mit echten Machtbefugnissen. Stellst du mich vor? Das ist mein Freund Geralt. Und das ist Birna, Witwe von Bran, des geliebten Verstorbenen. Die Königin Mutter. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Geralt. Bitte entschuldige, aber an einem Tag wie diesem kann ich nicht meiner Vorliebe für lange Gespräche frönen. Du hast also deine eigene Kleidung gewählt. Du weißt aber hoffentlich, dass wir zusammen wie Spitzenrüschen auf einer Streitaxt aussehen. Jeder hat seinen eigenen Stil. Hä? Er hat doch die Karte gewählt, die sie wollte. Wir sollten uns unters Volk mischen, bevor alle betrunken sind. Dann sagt keiner mehr was Vernünftiges. Das stimmt. Ich weiß zwar nicht, was Krach will, aber wir sollten einen kühlen Kopf behalten, wenn wir ihn treffen. Ich trinke nichts. Warum sollte ich meinen Verstand in so einer angenehmen Gesellschaft vernebeln? Wirst du mir den ganzen Abend Komplimente machen? Nein, ich werde nur sagen, was ich denke. Toll, dieses Schwert. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Welches Schwert? Ich habe keine Schwerter, wenn mal ganz kurz. Ich muss noch mal gucken. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Hallo?
Ich habe die abgelegt. Hier haben wir noch die an. Elegante Hemd, Hose von Skellige. Vielleicht mal Topfen von Festliche. Ja, Tult ist auch noch dabei. Ja, aber den Rest aber alles abgelegt. Hallo, was ist denn hier los? Also entweder aber das falsch interpretierten Text von Yen oder es muss so sein. Oder es ist ein Fehler, ein Bug in der Quest halt. Geralt, da ist etwas, was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte. Dein Bart. Warum lässt du ihn wachsen? Weiß nicht so recht. Ich muss schon sagen, er steht dir. Ja. So viel dazu. Bin frisch rasiert, Mann. Dame Yennefer, mein Herr. Sei gegrüßt, Arnwald. Mein Begleiter ist Geralt von Riva. Ist mir eine Ehre. Dito? Die Ehre ist ganz meinerseits. So viele Gäste. Sie sind hier, um dem König die letzte Ehre zu erweisen und um zu sehen, wer Anspruch auf die Krone erhebt. Wir wollten mit Krachan Kret sprechen. Der Jarl wird bald zu uns stoßen. Er hat euch einen Ehrenplatz am Tisch zugedacht, direkt neben seiner Tochter Cerys. Folgt mir bitte. Hier sind unsere Plätze. Ich habe darum gebeten. Wollte den berüchtigten Hexer Geralt treffen. Wir sind uns schon begegnet. Vergessen. Das ist ewig her. Chalmer und ich waren noch Kinder, als du unseren Vater zuletzt besucht hast. Doch jetzt zu den Mitfeiernden. Ich habe die zweifelhafte Ehre. Das ist Halbjorn, Sohn von Holger Schwarzhand. Blaujung Lugos, Erstgeborener von Lugos dem Irren. Und der mit dem Stockfisch ist Ottrik Anhinder. Wir sitzen offenbar nur mit Jarlssöhnen zusammen. Cerys an Kret ist eine Jarlstochter, Geralt. Jarlstöchter sind Jarlssöhnen gleichgestellt. Schon gewusst, dass jeder einzelne von Brands Nachfolge träumt? So sehen sie aus. Cerys ist neidisch, denn wer von uns die größte Tat vollbringt, wird zum König gekrönt. Wir wissen doch alle, dass Taten nur Nebensachen sind. Unsere Väter bestimmen, wer die Krone bekommt. Was meinst du, worüber sie mit Krach gesprochen haben? Du redest so, weil du weder stark bist noch Talent hast. Weißt du noch, als Chalmer uns alle zu einem Rennen auf den Berg rausgefordert hat? Du hast nicht mitgemacht. Als er seine Axt als Zeichen des Siegs in den Baumstumpf gerammt hat, hast du dir am Feuer dein Hühnerknochen gewärmt. Hatte meine Gründe. Aber ich hätte gewonnen. Und auch jetzt würde ich gewinnen. Wo du ihn gerade erwähnst. Chalmer ist nicht hier. Mein Bruder geht seine eigenen Wege. Aber wegen des Rennens. Warum wiederholen wir das nicht? Ich schlag euch alle und den Hexer auch. Und wenn ich ihn bezwinge, wäre das eine große Tat. Macht ihr mit? Wenn der Hexer mitmacht? Geralt? Wie soll das damit machen? Und dann verlieren und so Yen überhaupt nicht imponieren? Nö, nö. Ich fühle mich geehrt, aber vielleicht ein andermal. Schade. Schluss mit dem Geschwätz. Trinken wir. Ja, scheiße, was ist jetzt so ja richtig? Alter! Wenn ich nicht mittrinke, dann Weichei. Wenn ich trinke, ist vielleicht Yen nicht recht. Oh, verdammt, ey. Heute nicht. Aus gutem Grund, glaub mir. Wenn nicht heute, wann dann? Es war nett mit euch. Leider müssen wir jetzt weiter. Wirklich? In der Tat. Wir müssen reden. Nicht hier. Hinter dieser Tür sollst du alles erfahren. Okay. Von alles erfahren. Eine Königin sollte ihren König auf seiner letzten Reise begleiten. Was hast du in den Innereien des Tieres gesehen? Der König ist tot, lang lebe der König. Eigentlich müsste heißen, der König ist tot, lang lebe Yen. Fühlst du dich besser? Sag mal, Lugos, warum stiegst du da? Ich bin mal gespannt. Darf ich vorstellen? Geralt von Riva, ein Hexer. Geralt, das sind Jarl Dona Anhinder und Jarl Lugos der Irre.
Lugos einen Irren zu nennen, ist eine Beleidigung für alle Irren. Er ist ein gewöhnlicher Ziegenficker. Nenn mich noch einmal Ziegenficker und ich schlag dir den Kopf ab, steck ihn auf einen Spieß und piss in deinen Hals. Genug. Das klären wir hier und jetzt. Jetzt machst du mir aber Angst. Ich scheiß mir in die Hose. Steck das lieber weg, bevor du dir noch selbst wehtust, du Fixer. Wow, welche angenehme Gesellschaft. Ich dachte, die Skelliger hätten während der Festlichkeiten einen Waffenstillstand. Ich kenne die heiligen Bräuche, aber ich werde nicht kampflos zusehen, wie Lugos Hindarsfjall überfällt. Vor dir hat keine Angst, Dona. Schon bald werde ich deine Priesterinnen ficken, aus deinem Krug trinken und auf deinen Tisch scheißen. Kannst die Kerzen für mich brennen lassen. Der Kaiser wäre hocherfreut, euch zanken zu sehen. Die kaiserliche Hoheit kann gerne vorbeikommen. Soll er doch hersegeln. Wir fürchten die Schwarzen nicht. Küstenstädte plündern ist eine Sache. Krieg mit dem Kaiser eine andere. Hast eine große Klappe. Geh lieber deinen Kessel umrühren und ein paar Furunkel ausdrücken, Hexe. Halt's Maul, wenn du keine Ahnung hast. Wow, wow, wow. Weißt du was, Lugos? Ich scheiße auf eure heiligen Regeln der Gastfreundschaft. Na endlich. Etwas Kurzweil. Ich hätte schon fast gekotzt vor Langeweile. Na los, Missgeburt. Zeig uns, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Bänke weg! Jetzt werden ein paar Fressbretter geklopft! Oh Mann, ey. Ja, das wird schnell gehen. Was? 30 bist du? Seid ihr wahnsinnig? Hol hier in die Fresse, Weißhaar! Hau ihn zu Brei! Das ist nicht ein Tag. War das genug? Hast echt gut ausgeteilt. Seh immer noch Sterne. Alles dreht sich wie ein Windrad im Sturm. Wir sind quitt. Du solltest dich bei der Dame entschuldigen. Nichts für ungut, meine Liebe. Ich bin der aufrichtigen Überzeugung, dass Zauberinnen gebraucht werden. Schon gut. Vergiss es einfach. Sehr gut. Männer prügeln sich nun mal gern. Reich mir die Hand, Hexer. Das war's wert. Hexer, lass uns einen trinken. Als Beweis, dass du es mir nicht übel nimmst. Und besuch mich bald. Ich bestehe drauf. Jorund redet dauernd davon, dass er einen Hexer in den Spukleuchtturm bringen will. Tu mir den Gefallen und triff dich in der Taverne bei Arinbjorn auf ein Bier mit ihm. Dann hast du es auch nicht weit bis zu mir und wir können was Stärkeres kippen. Auf unsere Nächsten. Klar, lass uns einen heben, Lugos. Trinke so, wie du kämpfst, dann werden wir Spaß haben. Auf Bran! Jennifer und ich fühlen uns geehrt. Auf die Gesundheit. Das ist wohl nicht gut, wa? Wir sollten noch mit ein paar anderen Gästen reden. Und jetzt? Jetzt sehen wir uns Moissaks Labor an. Ich wusste nicht, dass wir eingeladen sind. Sind wir ja auch nicht. Ich nehme an, Moissak ist nicht da. Das stimmt. Und was soll dieser Besuch bezwecken? Wir suchen etwas. Die Maske von Uroboros. Wir brauchen sie. Komm, Geralt. Nun erzähl mir, wozu du diese Maske brauchst. Mach ich. Zur rechten Zeit. Und du bestimmst, wann die ist? Genau. Also wie immer, die Frau bestimmt. Schritte.
Wachen. Schnell, hinter den Wandteppich. Spatzen piepsen und Stare zwitschern. Und was machen Dohlen? Dohlen krächzen. Goldfinken trällern. Und Kraniche rufen, während Pfaue kreischen. Habichte schreien, Lerchen trillern und Tauben gurren. Das sind alle. Was ist mit Nachtigallen? Oh ja, Nachtigallen singen. Ja. Das war nah dran. Mehr hat sie nicht zu sagen. Die lässt sich nur schwer öffnen. Immer eine neue Überraschung. Siehst du die Raben? Nicht zu übersehen. Moissaks Spione. Ein Zeichen, dass wir in der Nähe seines Labors sind. Außerdem spüre ich eine magische Aura. Komm, hier ist ein Sims vor dem Fenster. Da müssen wir entlang. Mann, oh Mann, ey. So was Yen Geralt alles treiben kann, aber naja. Das ist scheinbar so. Hä? Yen, alles klar? Ich habe schon Hässlicheres gesehen. Geralt von Riva, ein Romantiker. Ja, toll, wieso? Ist klar, natürlich. Die fallende Dame, die muss natürlich... Also vielleicht nicht so, nee, teleportiert sich lieber. Statt uns mitzunehmen. Also wäre Geralt, kann man langsam ein bisschen verarscht vor, ganz ehrlich. Wobei, es war ja bei Triss und Keira auch so, also in dem her. Und wie bereits erwähnt, Geralt hatte gerne Frauen, die ein bisschen herumkommandieren und so. Obwohl bei Yen ist es scheinbar etwas Spezielles, oder wegen Schoßen und so weiter. Erstaunlich, wie eine Spielerei einen Mann geheimnisvoll und faszinierend macht. Vor allem einen Druiden. Er muss ein echter Naturliebhaber sein. Ja, dann, also, ja, untersuch sie doch, wenn du schon so nah dran bist. Sieht lebendig aus. Das ist wohl der Zweck davon, Geralt. Kaer Morhen. Ach, bitte. War bitte was. Wir hatten einen in Kaer Morhen. Ach, bitte. Wenn ein Jäger so etwas im Wald sähe, würde er sicher drauf schießen. Das ist anzunehmen. Wir hatten einen in Kaer Morhen. Ach, bitte. Leute, wiederholt euch. Sieht lebendig aus. Sieht lebendig aus. Ja. Ich habe es mittlerweile geschnallt. Jetzt ist die Frage, was wir noch nie untersuchen. Seht ihr irgendwo etwas Rotes? Also ich habe da ein paar Mühen damit. Ja, eine Tür, toll. Was ist passiert? Ich habe mich geschnitten. Die Tür ist verschlossen. Die Tiere, sie sind lebendig. Yen, pass auf. Was jetzt, du Stück Dreck? Ich kann sie spüren. Sie kommen näher. Sie sind überall. Wow! Man schildert immer noch. Wie stark auf unser Schild ist. Hier riecht es nach Pilz. Natürlich riecht es nach süßem Gras, das von der Sonne trocknet. Boah. Hallo Bär, wie geht's? Wow, Mann.
muss irgendwie vergiftet sein. Ja. Kann ich die Quest gar nicht wechseln. Verdammt. Was ist hier los? Was ist passiert? Du hast halluziniert. Du bist auf Moisaks Tiere losgestürmt mit dem Schwert. Ich musste dich beruhigen. Das hat sicher seltsam ausgesehen. Die harten Trainingsjahre in Kaer Morhen haben sich endlich ausgezahlt. Du hast ja fast alle ausgestopften Tiere besiegt. Bitte. Gut, wir haben die Tierpräparationsprüfung bestanden. Die Tür ist auf. Ja, Hauptsache du hast deinen Spaß, was? Ein Schwert? Ach du Scheiße. Mann, nee, das ist total peinlich. Aber ich habe gar kein Schwert ausgerüstet. Ich schließe die Tür ab. Wir wollen ja keinen Verdacht erregen. Ah, das Labor unseres Druiden. Lass es uns gründlich durchsuchen. Die Maske von Ouroboros muss hier irgendwo sein. Du weißt aber schon, dass das Diebstahl ist. Abgesehen davon, hier ist sie. Die wunderbare Welt der Insekten. Tannenzapfen? Hätte ich nicht erwartet. Er ist riesig und weiblich. Was sagt man dazu? Moisaks Stab. Er gehört zu den wenigen Druiden, die einen benutzen. Ein Schwert in einem Stein. Das Ding fleht mich an, es rauszuziehen. Excalibur? Es steckt nicht im Stein, siehst du das nicht? Es steckt nur in einem Schraubstock. Nee, sehe ich jetzt wirklich nichts. Mann, also Geralt hat irgendwie ein Talent dafür, sich vor jenem ein bisschen lächerlich zu machen, kann das sein? Das sieht doch so aus, als... Was zum... Sieht aus, als würde Moisak etwas in die Hand der Statue legen. Ich brauche noch was anderes. Ich muss mich weiter umsehen. Gute Idee. Obwohl, ich glaube, ein Tanzaffe würde schon etwas bringen. Sieh dir das an. Eine detaillierte Karte der Nordreiche. Sie zeigt sogar die Einflussgebiete im Lauf der Jahrhunderte. Jetzt schon veraltet. Ein Labor, das eines kaiserlichen Alchemisten würdig wäre. Er scheint leichte Kost zu mögen. Die Leiche von Nordreifach von Sascha Hady. Die Märchen der Skelliger über die wilde Jagd. Die Inselbewohner glauben, dass die Geister auf einem Langschiff segeln, das aus Nägeln der Toten besteht. Oh, ich glaube, das ist nicht ganz korrekt, aber egal. Ein Kinderschädel. Bisschen gruselig, gruselig zwar. Gruselig. So, Leute, würde mal sagen... Eine Ziege aus Lindenholz. Darauf steht, für Onkel Moisak. Eine Schnitzerei der kleinen Ciri. Sie nannte ihn so, als er ihr Lehrer war. Faszinierend. Ja, und wie es bei uns weitergeht, hier mit der Geschichte zwischen Geralt und Yen und mit der Maske des Ouroboros, wie auch immer. Das und vieles mehr erfahren wir dann im nächsten Part wieder hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Bis dahin, tschüss.